es ist aber schön. Grüß dich gut. Gestern hat sie gemeint, dass irgendwann kurz vor knapp noch kommen muss, Madame. Aber gut, wenn sie einen Anstand hätte, so wie der Dragon Cry, der ist gestern spät gekommen und hat dafür gleich mal 5 € Spende eingehauen, fürs zu spät kommen. Strafzoll. Ja, er weiß halt, was passiert. Er weiß halt, was passiert. Was haben wir gerade geschmerzt? Genau, über Idiot mit Reaction. Genau, also wir haben extra nicht um 15 Uhr gleich einen Livestream gemacht mit Reaction, weil wir keine Hurensöhne sind, sondern geile Checker. Zumindest nicht offiziell. Genau, einige nennen uns zwar Hurensöhne, das höre ich ziemlich oft, aber so, nur weil es Leute sagen, muss es ja nicht stimmen. Nein, das ist so ist Verleumdung. Da die auch sagen, üble Nachrede. Wo ist jetzt der Katzi? Ja, jetzt ist sauber gekauft und jetzt schmeißt man die Haxen immer an. Das ist ganz Geil. komisches Katzenverhalten. Du noch außer. Unkommentiert. So, der Jojo ist auch da. Moin, moin, schreibt er. Scheiß Hamburger Saudepp. Brutal. Das Kotzt ist mich an. kulturelle Aneignung. Aber echt, ey. Als nächstes hat er auch noch Dreadlocks und Vater vom Fischkutter umeinander. Alle Hamburger. Immer, genau. Alle wohnen so auf Fischkutter und fangen so Krabben und so ein Zeug. Und die kochen so wie gleich auf dem Kutter um und essen Halten sie Bratzen, halten sie vom Schiff so ober und fangen sie mit dahinter. Ja, genau. So, Das genau lauter so stellst du mir Riesenbratzen vor. haben. Und reden die ganze Plattdeutsch und keiner versteht, was sie sagen. Achso, jetzt waren meine Aussagen von gestern, werden jetzt wieder auf die Goldwaage gelegt von der Krawallmaus. Ne? Typisch. Den ist den nachtragend, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Da brauchst du gar nicht wundern, dass der Corby nicht mehr mitmachen mag, wenn du im Chat bist, Krawallmaus. Was war denn überhaupt gestern? Gestern war der Kassettenschmerz. Ja, Heidewitzka, haben wir da was Neues rausgefunden? Ja, ein bisschen was schon, aber du schaust das selber an, weil ich werde jetzt nicht nur mehr einen Kassettenschmerz durchballern. Ich habe auf alle Fälle wieder Pokémon-Karten unpackt. Gut, dann müssen wir das ja heute nicht machen. Ja, haben wir noch 2 da, wenn es weiß. Wir hätten noch einmal Pokémon und einmal One Piece. Sollten wir die Zeit heute nicht ausfüllen, können wir ja noch was unboxen. Aber ich glaube, über Switch 2 haben wir ein bisschen einen Gesprächsbedarf, glaube ich, oder? Ja, da gibt es so 2 Themen, die kann man vielleicht einmal besprechen. Genau, dann fangen wir einfach mal an, Seppi. Steigen wir einfach mal ein bisschen so faktisch ein, die ganze Thematik, oder? oder? Fangen wir mit den harten Fakten an. Harte Pimmelfakten. Also, wir haben ja, wer es nicht mitgekriegt hat, weil er vielleicht arbeiten hat müssen oder schlafen, je nachdem, was man um 15 Uhr nachmittags so macht. Heute war eine Nintendo Direct, die ganze Nintendo Switch 2 und ihren super tollen neuen Features und einen Haufen Spiele gewidmet war. Und was sie der Direct allerdings nicht verzeiht haben, war, was das Ding kostet. Das haben wir noch hinten noch irgendwo rausgreifen müssen. Auf alle Fälle kommt die Switch 2 am 5. Juni 2025, wird 469,99 € kosten und kommt in 2 Varianten. Einmal Standardpaket für den Preis und einmal mit dem ersten offiziellen Nintendo-Spiel für Switch 2, dem Mario Kart World. Und da kostet das Bundle dann 509,99 €. Stolze Preise. Allerdings, und weißt du, was das Spiel so kostet? Nein. Was schätzt du? Da du mich so fragst. Bedenke, dass Sony Eigenproduktionen an UVP von 79 € haben. Ja, dann wird Nintendo jetzt 89 € verlangen. Ja, genau. 89 €. Das ist so ein lächerlicher Wahnsinn. Es tut mir leid. Was soll denn das? Das ist nur gestört. Aber okay. Mit Nintendo-Fans kann man es ja scheinbar machen. Die kriegen ja nie einen Sale oder so. Nein, Nintendo-Spiele kriegen nie irgendwas, außer sie gehen mit irgendeinem hässlichen Cover neu aus, dann gehen sie auf einmal gerade noch die Hälfte kosten, warum auch immer. Ja, der Gnädel-Wutzler fragt gerade, ob die billigste PS5 nicht also viel kostet. Die glaube ich kostet sogar weniger. Die glaube ich kostet gerade noch 450, kann das sein? Ja, ich glaube auch. Also Switch 2 klang ganz schön hin. Wir werden uns dann jetzt im Detail noch anschauen, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ich sage mal, Spoiler-Alarm, nein, ist er nicht. Ist er ganz sicher nicht. Ich würde jetzt auch fast sagen, dass wir da ein bisschen ober vom Preis gekannt. Mir jetzt fast ein bisschen geworfen, muss ich sagen, wie ich das gelesen habe. Ja, ich hab nämlich zuerst den Preis in Dollar gesehen. Da habe ich gedacht, oh, leck, ich satz nicht ganz dicht, Alter. Was ist mit euch? Ja. Dann habe ich halt den Kopf schnell umgerechnet, weil ich bin ein brutaler Kopfrechner. Ja, und habe einen Wechselkurs. Das war die Tätigkeit der letzten 45 Minuten. Eben, ja. Also sehr schnell vor allem. Und ja, Wechselkurse habe ich immer im Kopf und deswegen
weißt schon, habe ich das gleich umgerechnet. Na, also ich hätt mit einem 100er weniger gerechnet. Ja, so Aber gut, 400 ist so 399 war so eine Grenze, wo ich sage, das macht auch psychologisch Sinn. ja, ja. 469 finde ich halt massiv übertrieben. Und wer kauft denn so ein Ding für 509,99 € mit so einem blöden Mario Kart? Das ist eh schon 10.000 mit einmal. Das ist jetzt Mario Kart World, gell? Ja, Obacht das schauen wir geben. uns dann auch noch an, gell? Da Obacht erklärst du mir dann geben. bitte, was das für ein Bullshit sein soll, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Was heißt, ich habe es schon verstanden, fürchte ich, aber vielleicht habe ich es ja doch nicht verstanden, hoffentlich. Offensichtlich nicht. Mario Kart ist Mario Kart. Mhm. Was kann denn die Nintendo Switch 2? Was haben wir denn an Technik da drinnen jetzt? Wir haben auf alle Fälle jetzt in dem Gehäuse, in dem man die Switch einsteckt, einen Lüfter. Das ist krass, ja. Den werden wir aber auch brauchen, weil sonst wird das ganze Ding nicht mehr lang funktionieren. Weil das ist Das jetzt doch stimmt. schon ein bisschen mehr der Technik drin, wie in dem Glorified Tablet, das wir letztes Jahr gehabt oder letzten Jahre gehabt haben. Und ich habe von manchen auch mitgekriegt, dass die das Problem tatsächlich auch gehabt haben, dass denen in der Switch überhitzt. Eins schon echt? Ja, Okay. das ist habe krass. ich, schon einen Menschen kenne ich persönlich, den das betroffen hat und Beim habe Zelda da vielleicht. auch schon gelesen, nicht einmal beim Zelda, sondern, also ich weiß nicht, wann es da losgegangen ist, aber die überhitzt jetzt immer, sogar bei Animal Crossing oder so ein Scheiß. Oh, okay, das hört sich wieder. Geht! Nee. Ja, geil, sind wir Hoppe! schon wieder 1,99 genatter dran an der Switch 2. Müssen wir uns natürlich dann aus Eiern Spenden müssen wir uns die besorgen, dass wir hier live einen Test machen können. Ja, Logo, das hat man sofort da. Wenn jetzt mehr Leute noch auf Steady gehen, daten ein paar Abos abschließen, daten hier noch mehr Supersticker kaufen. Alter Schwede, daten wir hier mit die Switch 2. Ja, schon wieder Geld. Elden Ring auf der Switch 2 wird sicher genauso zauberhaft wie der Witcher 3 auf der Switch 2. Ich Oh ja. fand Witcher 3 gar nicht so schlimm auf der Switch 2, auf der Switch 1, muss ich sagen. Ich habe es nämlich da gespielt, da habe ich es nämlich geschenkt gekriegt. Erst einmal vielen Dank. Küsschen auf die Ja, Nüsschen, gell, ihr süßen Babys. Aber ja, ich fand Witcher 3 nicht so schlimm. Anscheinend waren da überwiegend da schon alle Bugs repariert, als ich das dann gespielt habe, weil ich habe es das sehr viel ist später. natürlich von Vorteil, gell? Aber Witcher 3 muss ja, egal wo, ein ziemliches Bugfeuerwerk am Anfang gewesen sein. Es war ja anscheinend auch nicht so toll. Alle die Spiele waren am Anfang immer Bugfeuerwerke. Aber das Also- vergisst man dann so irgendwie über die Zeit hinweg. Und deswegen war das bei Cyberpunk wieder jeder voll überrascht, dass das nicht so von Anfang an hochpoliert war. Und so wird es beim nächsten auch wieder sein. Das sind ja die Spieler ins groß für das, dass sie irgendwie geschmeidig rauskommen könnten. Ja, weil sie sich irgendwie keine Zeit lassen dürfen, weil nämlich die ganzen Aktionärshurensöhne im hinter ihnen stehen und die ganze Zeit ins Arschloch bohren, schreien, geht. So Hans, Und je länger das du brauchst, umso größer bohrst du dein Rosettchen auf. wunderschön gesagt. Dreckschwein. Ja, genau. Was haben wir denn sonst noch Technik? Wir haben ja erstens mal, wir haben jetzt schon gesagt, wir haben einen Lüfter. Einen Lüfter, Leute. Ich Und flipp was aus. ist noch in der neuen Station, die sie Dock nennen? Keine Ahnung, was waren da noch drin? 2 USB-C-Stecker mehr. 2 USB-C-Stecker mehr. Ich hoffe, sie Einer- haben noch. Ja, einer? Einer ist auf, weil es wird eine Nintendo Switch Kamera geben. Und die soll man dann Mhm. reinstecken, heißt es. Mhm. Was man mit der macht, da kommen wir dann noch dazu. Hast du irgendwas gesehen davon, dass sie auch noch normale USB-Anschlüsse dort haben? Die alten Großen, da meinst du? Ja. Na, aber kann dabei, während du irgendwas anderes 6-mal nachschauen. Ja, das war ganz cool, weil die Frage haben wir die ganze Zeit gestellt, weil es gibt ja den Adapter, den man seit der Wii U hernehmen kann für die Anschlüsse, dass man einen GameCube-Controller anstecken kann, um Smash Bros. Mit dem zu spielen. Da würde mich interessieren, ob sie okay. das für die Switch 2 auch beibehalten, weil ich fand, die Dinger waren Gold wert. Ansonsten, was haben wir noch gehabt? Es ist jetzt ein HDR-fähig, das Ding, und 4K. Wir haben ein neues LC-Display. Wie groß ist es diesmal? Es ist 7,9 Zoll. Genau. Das sind, weiß ich nicht, so 14 Zentimeter oder so. Keine Ahnung. Kann das nicht Ja, mal 2,54 muss rechnen. Auf Kannst alle du wieder Fälle im Kopf. schon ein bisschen enttäuschend, dass wir mir hier nur ein LC-Display haben, aber es wird wahrscheinlich halt dann irgendwann wieder eine OLED-Switch 2 geben. Glaube ich wahrscheinlich, glaube ich ja, das ist das sicher wie das Amen in der Kirche. Weil sie sagen ja, dass deutlich einen besseren Kontrast jetzt darstellen können. Mhm. Und das soll schon viel ausmachen. Weil du kennst ja den Unterschied zwischen LC und OLED. Das ist halt meistens nicht recht schwarz, das Zeug. Eher ein bisschen Mhm. grau. Und das Display von der Switch 1, wer hin und wieder mit draußen gespielt hat,
wird gemerkt haben, dass man nicht draußen damit spielen kann, weil du einfach nichts siehst. Das ist brutal. Und ich fürchte, dass das bei der auch wieder so sein wird, weil das wahrscheinlich einfach auch nicht mit so einem Display nicht großartig besser geht. Fürchte ich fast. Denke ich auch, ja. Die 120 Hertz sind aber nur auf der Konsole selber spielbar sein, oder? Die unterstützen es nicht für die Fernsehausgabe. Das habe ich mir tatsächlich auch gefragt. Da bin ich jetzt noch nicht dahinter gekommen. Aber ich fand, Okay. also das war schon lobenswert, wenn es das dort hatten, weil ja, war geil. Aber Weil es halt einfach geil war, ja. ist meistens sowieso egal, weil die wenigsten Spiele Ja, das wirklich unterstützen. aber es war halt schön, wenn es wenigstens draufsteht. Dann sagt man wieder, okay, jetzt darf es mit 20er mehr verlangen. Ohne Ja, dass man genau. Bock haben. Aber du übrigens bei meiner PlayStation 5 Verpackung, die man da hinten irgendwo sieht, da steht auch nur 8K-fähig drauf. Und das wird halt niemals passieren. Aber ja, naja. Ist ja wurscht, man kann aber dafür Kohle verlangen, wenn es draufsteht. Das ist, glaube ich, der größte Schriftzug für alle, dass da 8K draufsteht. Das ist ganz wichtig, ja. Dann haben wir auf alle Fälle jetzt halt für den im Fernsehmodus die 4K-Auflösung mit HDR ist jetzt drinnen und die Switch 2 hat jetzt auch die 3D-Audio-Unterstützung mit drinnen. Das ist gut. Das wissen wir ja mittlerweile, wie wertvoll das die ist. Weil Oh ja. wenn man mit dem PlayStation-Headset zum Beispiel spielt, der 3D-Sound bei manchen Spielen, der macht einfach nochmal massiven Unterschied. Also das ist bei Silent Hill 2, du hast das auch erst vor kurzem festgestellt, Seh. da passieren halt ganz andere Sachen, wie wenn du jetzt, weiß ich nicht, Monitor-Sound hernimmst oder so. Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, sag ich da. Lass mich in Ruhe, ich mag nicht wieder einwürsteln. Was haben wir denn hier noch gehabt? Die Switch 2 kommt von Haus aus mit 256 GB internen Speicher. Wir haben bei der Switch 1 nur 32 gehabt. Ist aber auch wieder mit externen Speicherkarten erweiterbar. Aber die Speicherkarten, die ich für die Switch 1 benutzt habe, könnt ihr nicht für die Switch 2 benutzen. Das ist schon wieder ein bisschen eine Pfui-Sache. Und was sie jetzt erst einmal anhört, mit wow, krass viel Speicher, 256 gehabt. Jetzt haben wir halt auch Spiele, die ein bisschen größer haben wie 3 MB. Und deswegen wird der Speicher wenn sie das schnell relativieren, wenn du deine 3, 4 großen Spiele drauf hast. Wir sehen wir danach, wenn wir die Spiele durchgehen, da kommen jetzt auch ein bisschen größere Titel, haben deutlich mehr Gigabyte an Speichervolumen und da ist das dann gleich weg. Also das ist jetzt Tschüss. ein bisschen zwing, weil wenn du siehst es bei der PlayStation und so weiter, da hast du, weiß ich nicht, 500 oder sowas, meine ist immer Ja. voll. Immer. Ich lösche mir fleißig zum Beispiel die Download-Spiele, die kommen gleich wieder oben vom Speicher, wenn ich die fertig habe. Deswegen. Ja, aber du hast ja teilweise, bei großen Spielen hast du schon über 100 Gigabyte für ein Ja, ja. mittlerweile. Das ist Das gestört. ist, Das wird jetzt auf der Switch 2 nicht sein, glaube ich jetzt nicht. ja, aber vielleicht können wir auch mal an die 50 Gigabyte hin. 50, 80 bestimmt möglich. Megli heißt es bei uns Schnell vorbei bei uns mit Bauern, gell? Megli. Mägle. Megli. Alles gut, Megli. Was ja ganz witzig ist, wenn ihr die Switch dann erforschen wollt, dafür gibt es ein extra Spiel, um die Switch-Technik und Bauteile zu erforschen. Das ist so schön. Das schaut so schön aus. Das ist so Das spaßigste Spiel aller Zeiten sein, das brauchst. Man, PlayStation hat es vorgemacht, wie man sowas macht mit Astrobot, gell? Das Ding ist arschgeil und es macht voll Spaß. Du erkundest da die ganze Geschichte der PlayStation in dem Spiel. Voll schön gemacht. Und was ist das? Keine Ahnung. Das schaut ist aus ja wie nur die Sims. hässlich. Ja, Schaut aus aber das Sims 1. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Und dann mit so schönen, mit so Tafeln, was du dann anklicken kannst und dann steht da drauf, was das ist. Boah, leck mich am Arsch. Ja, hat's ab. Bitte. Das brauche ich keine Sau nicht. Ansonsten, ja, die anderen Details, die hat man ja schon vor der Ankündigung gesehen, eben, dass die Cons jetzt magnetisch befestigt sind. Wir haben ja für beide Cons, ich glaube, beide Cons sind jeweils mausfähig. Dann den berühmt-berüchtigten C-Knopf, an dem wo anscheinend das Internet jetzt schon die ganze Zeit spekuliert hat und durchdreht ist, was der C-Knopf-Ding noch gerade kann. Surprise, surprise. Was kann er? C steht für Chat. Puh. Man aktiviert halt einfach seine Chat-Funktion damit und pausiert sie und das ist ein großes neues Feature. Ich bin jetzt nicht ganz so firm mit dem Online-Gaming bei der Switch, aber da hat es nicht recht viele Chat-Möglichkeiten gegeben, oder? Na, da glaube ich, hat es so gut wie gar nichts gegeben bisher. Ja, also ich spiele ja nicht online, aber da muss ich sagen, das ist also bis jetzt in meinen Augen fast das größte Verkaufsargument für die Switch 2. Dieser Game Share und Chat-Ding, da was sie jetzt mit der Kamera und so haben.
Ja, das noch Dieses, kombiniert mit der Digital Cartridge Tauschdings da, ja, was da letztes Mal angekündigt haben. Jetzt da machen sie, glaube ich, schon ein paar gute Schritte. Grundsätzlich natürlich eine gute Idee, das ganze Chatten. Und vor allem, dass du siehst ja quasi, also weil grundsätzlich, man kann sie dann mit, glaube ich, mit bis zu 4 kann das, gell? Also ja. insgesamt 5 Leute können miteinander Multiplayer-Spiele spielen oder jeder kann auch ein anderes Spiel spielen, aber die können sich trotzdem quasi in einem, sag jetzt einmal, einem großen Sprachkanal unterhalten und können quasi auch durch diese Switch 2 Kamera, die man optional dazu kaufen kann, ein eigenes Beutel mit streamen. Das heißt, du hast quasi dein Spielbeutel und dann hast drunter 4 andere, oder halt weniger. Und in den 4 Spielbilder hast du auch noch die Gesichter von deinen Freunden drin. Also die wirst quasi direkt live übertragen und auch automatisch ausgeschnitten. So hat das ausgeschaut. Also Ja, genau ohne so. Hintergrund, sondern Ja. also silhouettenmäßig. Das finde ich so ein Und das ziemlich ist cooles Feature. auf alle Fälle. Das, weißt du, wirklich, ja, erstens mal für Streaming, glaube ich, ziemlich geil, wenn man dann sagt, hey, irgendein Online-Spiel miteinander streamen, ohne großen Aufwand, dass man irgendwo miteinander hinfährt, sondern wenn man es wirklich mal schnell machen möchte, dafür finde ich schon mal geil. Ja. Und halt, wie der Sepp gesagt hat, dass man eben verschiedene Spiele spielen kann und sich trotzdem miteinander unterhalten. Und wenn man nicht weiterkommt, kann man die ganze Bildschirme dann größer machen und bei dem anderen dann sagen oder sagen, wo er hin muss. Und also das finde ich so ein ziemlich cooles Feature und ich glaube, auf dem bauen sie überwiegend auf dieses All Together, Anywhere und Anytime, oder? Ist ja ein Slogan da gewesen. Ja, sowas, ja. Ja, ja. Ist aber alles nicht neu, gell? Also gibt es auf der Playstation alles auch schon. Also ich weiß jetzt nicht, also du kannst auf alle Fälle mit der Playstation-Kamera also ausgeschnittenes Beutel von dir Mhm. streamen. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Party-Modus dann auch mit Mitspielern geht, das glaube ich nicht. Aber so Das die weiß ich auch. Und ich grundsätzlich glaube, einzelnen Features mit hast den du auch schon alle Bildschirmen aber gegeben. bei der PlayStation ist gar nicht, oder? Bisher. Du kannst schon auch beim Spielen zuschauen, aber Nintendo hat jetzt quasi, mir kommt es so ein bisschen vor, als hätten sie jetzt das quasi alles so angeschaut und haben dann noch einen i-Tüpfelchen drauf, du quasi. Ein Also bestehendes Konzept einfach nur mehr wegen ausbauen. genau, Ja. und jetzt nochmal sauber verbessert. Und das ist auf alle Fälle eine coole Sache für Leute, die gerne miteinander online spielen. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, was mir im Video schon aufgefallen ist, der Ton. Brrr. Stell mir jetzt nicht so geil vor, wenn du da mit 5 Leuten, die da rumblären, die irgendwie unterhalten möchten, dann kommt so ein Kack-Controller-Ton da raus. Ja. Weiß ich nicht. Hoffentlich ist das wirklich so gut, was sie sagen. Weil sie sagen ja, also das Mikro ist ja in der Konsole und nicht im Controller. Aber sie sagen auch, du kannst über weite Entfernung und großer Hintergrundlautstärke klar übertragen werden. Ja, da bin ich auch Das- gespannt auf den Ton. Das ist eine Ansage, wenn das Der eine hat er tatsächlich unterm so Kocher, oder? War das nicht in dem Video, dass er Ja. unterm Kocher dann schnell da nur mit reingeschmerzt hat? wenn das so hinhaut, weil du hast da doch meistens so 2-3 Meter zwischen dir und der Konsole, wenn du da am Fernsehen spielst. Bin Ich gespannt. bin gespannt. Was ich nur sage, ist aber, also ich weiß jetzt nicht, wie das dann im echt sein wird, aber die Beutel von den Menschen, das war unglaublich kreislig. Ja, das hat sogar in einem quasi bearbeiteten Video hat es sogar Ja. alles zittert und geruckelt, gell? Viel Teufel. Ja. Viel Teufel. Und was man auch damit machen kann, was dann auch so ein Feature wird von dieser Kamera, das haben sie dann gezeigt mit Mario Party Jamboree TV, oder? Heißt dann diese Erweiterung. Man kann sein eigenes Gesicht dann in das Spiel mit einschneiden und dann ist deine hässliche Fratze, die man die ganze Zeit sagt im Ladebildschirm, da klang es ja schon mehr, ist dann nicht in einem Spielfeld auch. Aber du kannst dann dein Gesicht über deine Figur blenden. Es gibt dann extra Spiele, wo du ganz körpermäßig drinnen stehst und so. Fand ich furchtbar ätzend. Ja, ich glaube, das ist für Kinder ganz geil. So. Ja, genau. Also da glaube ich, ist aber mir die falsche Zielgruppe. Das ist ein Feature, das brauche ich in die Spiele überhaupt nicht. Für das ganze andere finde ich es ziemlich geil, aber bei dem Mario Party Jamboree hat es mich eher abgeschreckt als sonst was. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass meine Nichten da steigt nicht auf, ausflippen, wenn sie das machen können, dass dann, da haben sie im Fernsehen drin und ja, das ist ganz super geil. Kommt ein bisschen viel. Hat sich auch schon alles gegeben vor 100 Jahren, wenn wir mir noch klar waren. Da hat ja auch PlayStation und Xbox und so angefangen mit ihren Sachen. Ja, das Kinect, halt so, oder? Und ja, Mario und auf der PlayStation 2 hat es auch mit der Kamera gegeben, was aber noch nicht gekostet hat. Da hast du dann auch selber irgendwo einschneiden können. Das sind ganz nette Spielereien, aber ja. Hat ja nicht, jetzt glaube ich, nicht groß Ressourcen gekostet, dass man sowas noch implementiert und kleine Kinder freuen sich. Eben, genau. Das, die sollen es haben, die kleinen Kinder. Und was war Game Share, was haben wir da noch? Genau, dieses Feature, das glaube ich, haben sie ja in der letzten, mehr oder weniger in der letzten kurz vorherigen Direct schon mal angekündigt,
Man kann jetzt, weil sonst hast du, wenn du lokal miteinander spielen willst, hast du ja auch immer zweimal das Spiel braucht oder dreimal oder viermal. Jetzt funktioniert das auch, wenn gerade einer das Spiel hat. Das ist schon mal ein riesiger Vorteil, dass das geht. Und du kannst jetzt auch Spiele verleihen, auch digital erworbene Spiele, was auch ziemlich geil ist. Ist zwar begrenzt auf 2 Wochen, aber das finde ich ist auch ein ziemlich cooles Feature, dass ich dann so kleine Dinger einfach mal 2 Wochen, wenn einer sagt, ich möchte das nur schnell durchgespielt haben und nicht unbedingt Geld dafür ausgeben müssen, ist das eigentlich ganz nett, wenn ich dann ein Digitalspiel schnell verleihen kann. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich eigentlich ziemlich geil, aber ja, sind jetzt nicht die großen Reißer für eine neue Konsole in meinen Augen. Na, und das ist ja mit der Digital Cartridge zum Verleihen, das geht ja auf der Switch 1 auch noch, gell? Das haben sie da auch schon angekündigt. Also hätte man schon überzeugenderes Material für die Konsole selber braucht. Ja. Ich glaube, sie meinen jetzt, also ich glaube, das eine, was sie wirklich meinen, ist so dieses All Together, Anywhere, Anytime ist und dann noch das eher eine Mausfunktion, dass das die 2 großen Zugpferde wären für den Verkauf. Aber bei der ganz ehrlich, die die Mausfunktion fick dich, oder? Sie haben es ja ganz clever gemacht, gell, weil du hast in den ganzen Videoschnipseln und so weiter, du hast immer nur gesehen, wie diese Mäuse auf einer auf einem nicht realen Untergrund auf einem ganz flachen rumgefahren haben. Ja, ja. Und wie funktioniert das Ganze, wenn ich halt wie immer beim Zocken auf dem Cannabis hocke? Ja, muss ich mir Jetzt jetzt dann noch, oder? muss ich mir dann ein großes Mauspad neben mir hinlegen oder Holzlatten und da ein Mauspad drauflegen, was soll das alles? Also, Und ich denke mir, kann. weil es gibt ja dann, was haben sie gesagt, sie haben ja dann 3 Arten von von Spielen jetzt praktisch für die Switch 2. Das ist ja einmal Switch 1 Spiele, Switch 1 Spiele, die um ein Switch 2 Feature erweitert werden. Wie haben sie das genannt? Blablabla. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann waren es ja direkt Switch 2 Spiele, oder? Genau. Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 Edition. So. Ja, genau. Und da haben wir unkompeter Name ist. erstens mit das und zweitens leck mich, ich möchte was Neues und nicht gerade irgendwelche alten Spiele schon wieder erweitert haben. Das kriege ich die ganze Zeit schon auf der Switch, du Fotze. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, Mario Party Jamboree TV, so heißt er dann, glaube ich, dieses Switch 2 Enhanced, sowieso der Director's Cut. Ich kann es dir vorlesen, wie es genau heißt. Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition plus Jamboree TV. So heißt das Ankündigungsvideo. Sag ich. Und da haben sie, ich finde es ja ganz nett, dass man da das Feature dann hat, dass es wird ja erweitert um ein paar Spielmodi, um ein paar neue Minispiele mit neuen Features, wo sie natürlich auch dieses Maus-Feature einbauen. Aber da denke ich, es ist ja nicht gerade, wenn ich allein da sitze auf der Couch, sondern jetzt lass mich mit zu 4 Mario Party spielen. Hast du eine große Couch? Da brauche ich eine große Couch, da brauche ich viel Platz, da muss ich den Tisch freiräumen, weil ich muss noch mit der Hurenmaus da umeinander fahren. Hau ab mit dem Scheiß. Ja, ich weiß es ja nicht. Also, da bin ich lieber bei ordentlichen Schütteldinger oder sonst irgendwas. Dafür sind die Joy-Cons prädestiniert, dass ich so etwas mache mit ordentlichen Bewegungen. Aber was möchte ich jetzt da auf dem Tisch umeinander fahren? Lass mich in Ruhe. Es sehe ich jetzt auch noch nicht so ganz, ob das was bringt. Und dann, das sieht man, in der Spieleliste ist ja zum Beispiel Civilization Sim drin, die ja komplett auf Maussteuerung eigentlich ausgelegt ist. Da macht es dann eventuell Sinn, aber ich muss mich ja fragen, ist die Zielgruppe für sehende Spiele, die eine Maus brauchen, wirklich auf der Switch daheim? Muss man vielleicht jetzt mal ausprobieren. Die haben ja nicht einmal auf der Playstation daheim. Also das sind ja meistens reine PC-Spieler, die Strategie- und Aufbauspiele spielen. Und ein kleiner Teil fällt noch auf Playstation und so weiter. Da haben dann die ein bisschen auf Controller optimiert, aber kannst du erst nicht gescheit spielen, das nervt ja alles wie Sau. Ja, und, da bin ich. Vielleicht meinen sie, dass da jetzt ein bisschen was noch abgreifen können. Vielleicht eine Väter, die ihren Kinder das kaufen, die können dann auch noch Civilization Sim drauf spielen oder so. Jetzt haben sie da diese Mini-Maus. Ich weiß nicht, was da der Gedanke dahinter ist. Aber ja. Stellt sich raus. Ich sehe da irgendwie schon dieses Feature als absolutes Highlight jetzt hat angepriesen und danach im Nichts, in der Senke verschwinden, so wie damals das Tablet-Feature von der Wii U. Das war ja am Anfang auch, und es war wirklich geil gewesen, aber es ist einfach nicht benutzt worden, weil keiner wirklich wusste anscheinend, was er damit machen soll, außer Nintendo selber. Und Ubisoft damals mit Zombie U. Aber ansonsten hat er das Feature so gut wie keiner irgendwie ordentlich umsetzen können. Und das sehe ich jetzt halt leider auch schon irgendwo bei dieser Maussteuerung. Lass mich gerne von was Besserem belehren und bin aber gespannt, wie es selber, wenn du es wirklich mal dahinter hast, wie es dann haptisch ist, die ganze Sache. Vielleicht täuschen wir uns jetzt gerade und es ist gar nicht so schlimm. Diese Sache. Die Haptik.
Aber erstens mal, wie du vorher schon gesagt hast, habe ich, glaube ich, gar nicht so viel Lust, wenn ich auf der Couch beim Zocken sitze, dass ich dann da rumwechsel und da irgendwie umeinander fahre. Und ich sehe es halt bei Multiplayer-Spielen wie Mario Party, sehe ich schon ein bisschen ein Platzproblem. Ja, auf alle Fälle. Was ich cool finde, ist, sie haben durch das einer super Mikro, was sie jetzt da drinnen haben, gibt es dann bei Mario Party eben auch stimmgesteuerte Spiele. Und da hat man ja auf so manche Apps am Handy schon lustige Spiele gesehen. Das kann ich mir vorstellen, dass man da dann auch lustige Sachen in Mario Party einbaut. Da bin ich schon mal neugierig drauf. Und dann halt dieses Kamera-Feature, wo der ganze Körper praktisch dann zum Singen war und man hat irgendwie Sachen balancieren müssen mit seinem Körper. Da soll ich wieder, hau ab mit dem Scheißtrick, da balanciere ich lieber mit der Hand umeinander, aber stelle mich nicht vor die Kamera hin. Wenn ich nämlich Sport machen möchte vor meiner Switch, dann habe ich mir das andere Ding mit das Wii Fit, Ring Fit oder wie es geheißen hat. Ja, Rückfit, das ist wirklich. Ja, habe ich leider nie gespielt. Darum bin ich ja so Das wollte forst. der schon vor 2 Jahren allein, glaube ich, gell? Ja, stimmt, aber du rückst aber nichts raus, du geiziges Sau. Weil du über nichts zurückruckst, du behalten. Was hätte ich von dir behalten? Ich kann es nicht lesen, den Manga-Band. Ist noch nicht fertig gelesen, deswegen Evangelion lese ich gerade. Mhm. Ich bin aber beim vorletzten Band mittlerweile, gell? Also in naher Okay, Zukunft wirst du okay. es zurückerhalten, eventuell. Ich wollte jetzt einfach einen Säckerl hintergelegt und das drin. Das schauen wir auch nicht mehr an. Nein, ich habe ja den einen Band, den einen Band hast du, also bringt mir nichts, wenn ich es da glaube. Das stimmt. Siehst du das? Eine Versicherung. Dragon Dry hat gerade geschrieben, interessant war nur die Akkulaufzeit. Da haben sie aber auch noch nichts gesagt, gell? Na, da lassen wir sie noch nicht raus. Aber wenn du 120 Hertz auf dem Display haben möchtest, dann frisst das Batterie. Mhm. Also soll man nicht von so einer allzu langen Akkulaufzeit ausgehen, weil ja auch die Leistung im Gerät selber schon recht hoch sein muss, dass du das alles darstellen kannst. Bin gespannt. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht einmal sagen, wie lange das die aktuelle Switch hält. Ich glaube, die hat je nach Spiel hat die zwischen 3 und 5 Stunden gehalten. 3 bis Ja, 6 Stunden. Okay, also 6 Stunden ist schon gut, 3 ist nicht so gut, aber ich Ja, ich glaube, glaube, 3 wird also dann die Zeit sein, was die neue Switch hält. Außer sie haben dann einen Mega-Akku drin auf einmal. ja, wenn du halt, selbst wie Tears of the Kingdom gespielt hast, dann war natürlich der Saft viel schneller ausgelutscht, als bei, was weiß ich, Tetris 99 oder so. Mist. Jetzt hat aber die nur, was hatten die? Herz 4, 30 hat es nicht, oder? 10, 12? keine Ahnung. Keine Ahnung, es ist so kreiselig zu anschauen. Keine Ahnung. Ich habe das fast nie hergenommen, also im Handheld, muss ich sagen. Ja, ganz selten. Also wirklich nur, wenn ich mal gewusst habe, ich fahre irgendwo hin und bin längere Zeit Beifahrer, in der ich nicht sauf, dann habe ich gesagt, nehme ich mal mit Switch mit. Ansonsten habe ich das auch relativ wenig im Handheld benutzt. Ich bin ja nicht so der Handheld-Spieler, ich mag das lieber auf dem Fernseher haben. Große Mittel ist immer besser, ja. Eben. Wir haben ja auch 2 Switch 2 Editions zu Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Hast du da genau rausgehört, was da die tolle Verbesserung ist im Vergleich zu den Ursprungsfassungen? Weil ich immer gedacht, bis auf das, dass er natürlich jetzt durch 4K und was weiß ich einfach schöner ausschaut und wahrscheinlich Tears of the Kingdom in dem Fall auch flüssig laufen wird durchgehen, weil Tears of the Kingdom habe ich schon einige Ruckler dann irgendwann gemerkt. Ja, das Spiel hat die Konsole schon ordentlich an die Grenzen gebracht. Sie haben auf alle Fälle, ja, dass die Farben schöner hat und Club und Zeig verzeiht. In der Pressemitteilung ist auch noch so flüssige Bildraten natürlich, schnellere Ladezeiten, bessere insgesamt einfach die Grafik. Und dann soll noch ein Update für die Nintendo Switch App kommen, Zelda Notes. Dieser Service sei so, der quasi extra für das Spiel verfügbar ist und Spielern hilft, schneller an verschiedene Orte zu gelangen. Das ist ja die neue App, oder? Die ist da, weil ich habe mal die Nintendo, wie heißt die App? Ich habe so runtergeladen, weiß aber nicht, wie es heißt. Nintendo App. Na, irgendwas mit T. Nintendo Today App. Ist es da drin oder ist es die Today. ist es... Keine Ahnung, ich habe nicht gewusst, dass es mehrere App gibt für die. Gott, bist du blöd. Was meinst du überhaupt? Alles, was du sagst. Okay, es gibt eine Nintendo-App. Ja,
aber ansonsten auch nicht wirklich irgendetwas, dass du sagst, okay, das rentiert sich jetzt, dass ich nochmal 400 Stunden in die 2 Spiele einstecke, oder? Also, wer tut denn das bitte wegen einer minimal besseren Grafik? Da spielst du vielleicht einmal schnell rein, weil es dich interessiert und dann war's das. Ja, Außer aber du auch gerade kriegst es. maximal, wenn es irgendjemand anderer hat, bei dem ich spielen kann, weil ich gebe nicht nur mit 90 Euro. Ja, gut, man muss Nein, sagen, du wenn kannst es man upgraden. ganz Für, upgraden, genau, wollte ich gerade sagen, wenn man die Originalspiele besessen hat, dann kann man es durch einen gewissen Obolus upgraden, oder? Weil umsonst war es ja. nicht, das Upgrade, oder? Na, sonst ist es natürlich nicht. Das war Das ja ist, zu verlangt. das ist auch wieder so eine richtige, weil ich glaube, PlayStation hat ja wenn du das Spiel auf der PlayStation 4 gerastet hast, umsonst auf die 5er upgraden können, manche Sachen, oder? Ja, das ist vom Hersteller abhängig gewesen. Ein paar Schon, haben gell? das Aber es gemacht, gab die aber Option bei manchen Dingen. ja, die haben das halt dann, manche haben von Haus aus dann 2 Versionen gemacht und haben das mit einem Gratis-Update quasi mitgeliefert. Und andere haben gesagt, wir haben uns da so viel Arbeit gemacht, das kostet einen Zehner. Keine Ahnung. Dreckschweine. Ja, ich bin gespannt, was Nintendo dann für den Obolus verlangen wird für das Upgrade. Ich glaube einen Zehner. Ich glaube 10 Euro. Aber einen Zehner lassen wir eingehen. Zumindest bei so Sachen wie Mario Party Jamboree und dann auch das Kirby und das vergessene Land kriegt ja auch nochmal Nintendo Switch 2 Edition mit die Sternensplitterwelt. Also da hat man halt dann auch wirklich neue Inhalte dabei. Das Da ist lass das es- Stichwort. Neue Genau. Inhalte sind da wichtig. Und wenn man bei Zelda mit der Raptor, das finde ich für den Leck Arsch. mich. Brauche ich nicht. Ja. Haut mit deiner Scheiße. Und eben bei Mario Party und Kirby hat man auf alle Fälle neue Inhalte. Da lass es mal eingehen, wenn man dann mal sagt, hey, du einen Zehner her für das, was da dazukommt. Das ist bei Kirby und das vergessene Land, schaut es aus wie damals bei Super Mario Bros. 3D World, glaube ich, jetzt geheißen. Also dann das war ja auf der Wii U schon, ist dann auf der Switch rausgekommen und hat dann den Zusatzinhalt mit Bowser's Fury Code. Das lassen wir eingehen, was schon, da ist noch was Neues dabei, okay, toll, dann haben wir bessere Grafik, es läuft besser, bessere Technik dahinter, es läuft besser und ich habe neue Inhalte, dann soll es den 10er haben. Aber nicht einfach, hey, Zelda schaut jetzt besser aus, laut der App aber und so ein 10er. Das ist ein bisschen weird. Und dann Ding von Pokémon Legenden Z bis A oder ZA oder wie das heißt, Ja, gibt es auch so ein Upgrade. Aber das Spiel gibt es ja noch gar nicht, oder? das kommt für beide Konsolen, also für Switch und für Switch 2 dann aus. Wieso ist das dann eine Nintendo Switch 2 Edition, wenn das Spiel sowieso für beide normal rauskommt? Das verstehe ich nicht. Warum muss ich das nur so zwischenbranden irgendwie? Das ist doch verwirrend. Keine Ahnung, das ist ja, glaube ich, dann bei Metroid Prime 4 Beyond auch so, oder? Das ist doch dann auch die Nicht- Switch also 2 Edition. Da steht es aber nicht dabei. Meinst? Da steht nur, da steht nichts von. Okay, da gibt es keinen extra Trailer, vielleicht deswegen. Da haben sie jetzt nur den letzten hergenommen. Ja, muss man schauen. Doch, steht auch dabei, weil ich habe nämlich vor, ich kann es euch kurz zeigen. Ich muss jetzt schnell mein Depperts Handy reinhalten, weil sonst muss ich es ewig lang über das Ding suchen. Aber ich habe vorher schon so die vorbestellt. Ja, super Kamera, schaut ja nicht drauf. Ja, okay, man kann tracken, ja. Aber drunter steht auf alle Fälle auch Nintendo Switch 2 Edition. Vielleicht ist das halt dann einfach bei alle Spiele, die für beide Konsolen rauskommen, dass dann Switch 2 Edition dabei steht. Das finde ich ziemlich umständlich. Ja, da haben wir sich selber keinen gefallen. Da. Ja. Weil das ist verwirrend. Oh Gott, es ist ja zumindest dann die Switch 2 Editions in einer roten Verpackung. Das ist korrekt. Ansonsten schauen es gleich aus, gell? Ansonsten schauen es gleich aus. Auch die Cartridges sind jetzt nicht mehr schwarz, sondern rot, gell? Mhm. Gut, aber die Rest für die Hüllen ist jetzt noch nicht klar, oder? Also von der Verpackung nicht, die Cartridges selber sind gleich, Mann. Die Verpackung, ich meine jetzt Verpackungen, weil wenn du das ins Regal steckst, ich habe mir gehört, dass die größer werden sollen. Ah, gute Frage. Schauen wir schnell nochmal, weil da, das ist jetzt in dem Beitrag, den ich gesagt habe, auch nicht ersichtlich. Ja, wie du schon gesagt hast, die Karten selber, die sind gleich groß, aber sie sollen halt quasi schneller gelesen werden können. Also der Chip da drin ist nicht mehr der gleiche, es ist nur das Gehäuse. Weil der Gnedelwutzler gerade schreibt, ja, ob es endlich eine Twilight Princess Version geben wird. Also ich hoffe auch mal ganz stark, dass wir endlich dann ordentliche Remakes kriegen, weil es wird ja auch Ocarina of Time vielleicht mal komplett neu machen, beweisen. Das war halt echt mal richtig geil. Also die 3DS-Version in allen Ehren, aber halt ein richtig hochwertiges Remake von Ocarina of Time. Man hat ja mittlerweile so viele Render-Videos gesehen, wie das ausschaut hat in der Unreal Engine. Ja, der eine, der das gemacht hat, da gell, in der Unreal Engine, das war richtig. Und richtig ballert mal das Spiel, das bestbewerteste Spiel aller Zeiten, ballert das mal in so ein Ding aus. Das ist ja ein Cash-Grab ohne Ende. Du kriegst eine Kohle, die schmeißen das Geld neu, die sagen, was, 90 Euro, dann nimm 800 Euro. Hat Nintendo das sowas schon mal gemacht? Also ein Remake in der Art, wie es Capcom zum Beispiel macht mit Resident Evil, so richtig neu machen? Da gibt es nichts, oder?
Es gibt nur so Remasters. Theoretisch war es Mario RPG so. Das war ja auf dem Super Nintendo. Okay, ja. Das war in der Theorie sowas. Das Paper Mario und das Ionentor. Bei denen sind es halt oft einmal so eine Mischung aus Remake und Remaster. Das ist aber nicht so 100%iges Remake, aber auch nicht nur ein Remaster, weil dann doch zu viel neu mit eingemacht worden ist und aufgewertet worden ist. Bei denen finde ich es oft einmal ganz schwierig zu benennen, aber Mario RPG, da jetzt einmal sagen, ist in dem Stil gehalten, weil es halt vom Super Nintendo auf Switch komplett neue Grafik und alles ist. Ja, okay. Ja, aber auf alle Fälle an der Zeit. Also jetzt Ja. hätten es die technischen Möglichkeiten, dass das Ding richtig schön machen können. Und du hast halt wirklich nur, also eben Twilight Princess war ja auch so ein Brett vom Spiel gewesen, das man aussagen kann, das richtig düster und ernst, also richtig schönes Erwachsens Zelda gewesen ist. Ja, mal schauen, was wir da kriegen. Schauen, was wir da kriegen. Wir kriegen auf alle Fälle auch jetzt den Online-Service erweitert, nämlich um Gamecube-Spiele. Das finde ich geil. Finde ich voll geil, mit sage und schreibe 3 Starttitel. Welche Hansen, ich habe es gerade gesehen. Es ist, einmal ist es Wind Waker, was natürlich schon Bombe ist, weil es eines der besten Spiele auf dem Gamecube das gegeben hat. Aber wenn man halt schon dann die HD-Fassung auf der Wii U gespielt hat, dann spiele ich nicht nochmal die Gamecube-Fassung wahrscheinlich in einem Online-Modus. Aber gut, wer es noch nicht gespielt hat, der muss unbedingt nachholen, weil Wind Waker ist ein unglaublich schönes, liebevolles Spiel. Das ist zauberhaft. Was war noch? F-Zero vom Gamecube war noch dabei. Geil, da habe ich letztes Mal erst ein Video geschaut über F-Zero Entwicklungsgeschichte und so weiter und dann habe ich gedacht, Mensch, das vom Gamecube mehr überspielen hier. Also perfekt. Ich habe nur das auf dem Super Nintendo auch gespielt. Das auf dem Game Boy Advance habe ich damals noch gespielt, aber da habe ich glaube ich 3 Minuten gespielt und habe gedacht, du kannst mit mir am Arsch lecken, das ist so eine behinderte Steuerung, ich mag nicht mehr. Das kannst du nicht spielen auf dem kleinen Ding da, das ist... Geht gar nicht, ne? Und dann habe ich eben die auf dem Nintendo 64 nicht gespielt und das auf dem Gamecube auch nicht. Das ist dann schon wieder cool, weil das kann man da nachholen. Und Soul Calibur 2, glaube ich, war es dann noch, die Gamecube Edition, in der man damals einen Link spielen hat können. Ja, das sind doch coole Titel. Es sind auf alle Fälle coole Starttitel, ja, aber halt nur 3. Auch gut, vielleicht kämen dann ein paar bis zum Launch dann. Ja, sie haben ja dann schon so, also wenn sich die Director schaut und sagt, dann haben sie noch so ein Ding laufen lassen, welche Titel das anscheinend schon in der Pipeline stehen. Da kämen schon einige namhafte. Ich habe jetzt nicht, das ist ein bisschen schnell gelaufen. Ich glaube, Luigi's Mansion 2 habe ich noch gesehen. Gut, haben auf der Switch schon diese Remaster, aber es kommen auf alle Fälle noch namhafte Titel dazu. Und der Gamecube ist halt eigentlich auch wirklich eine Konsole, die leider stark untergegangen ist, aber unglaublich tolles Portfolio und Spiele hat. Und es sind Spiele, die grafisch auch noch spielbar sind, sage ich mal. Vollgas, ja. 64 also, so gerne in Menge, aber das ist halt einfach grausam jetzt. Die kannst du halt fast nicht mehr spielen. Aber Gamecube ist halt nur so eine Generation, da ist das schon einwandfrei geht das noch. Problemlos möglich. Ja, ich stecke den auch gerne noch, ich habe meinen Gamecube auch noch daheim, ich stecke den gerne noch an und spiele Runden. Krass, Martina. Fettes Line-Up. Wow, ist das heute schon. POD auch noch, alter Schwede. Ja, viel Spaß auf dem Festival auf alle Fälle. Und Nachschaudingens wird betrieben. so mögen wir das, Und von uns bitte einmal einen Dropkick in Moshpit reinhauen. Mindestens. so mögen wir das. Ja. So, weiter zu den Spielen. Was war denn noch? Genau, wir haben noch das Pokémon Legenden-Set und auch gehabt. Ja, Metroid Prime 4 haben wir gehabt, das haben wir auch schon gesagt. Beyond. Jetzt sind dann viele Umsetzungen bekannter Spiele, hat es ja dann auch noch geheißen. Jetzt pass mal auf, wir haben ja noch nicht einmal die neuen Nintendo-Titel durch. Stimmt. Es waren ja dann am Ende der Direct sind ja noch mal ein bisschen welche gekommen. Also Mario Kart World haben wir ja schon gesprochen. Genau, Mario Kart World wird auch im Bundle mitgeliefert, wie der Seppi am Anfang schon gesagt hat. Und nach, ich glaube, 10 Jahren Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe kriegen wir jetzt endlich ein neues Mario Kart World. Und wie es der Name schon sagt, oder wie sie vielleicht manche aus den Namen herleiten kann, haben wir eine Open World auch zum Befahren. Das ist unter anderem wie Forza Horizon, schätze ich mal, oder? Plus für Nintendo-Fans. Ja, genau, also was man gesehen hat jetzt bei den Features, was ich schon mal cool fand, das wären jetzt auch Power-Ups, wie es der Mario in seine Jump-Runs nutzen kann, wird es auch für die Fahrer geben. Ja, geile fette Sack, der. Das wird es jetzt geben, da bin ich schon mal gespannt, was man da noch machen kann, zusätzlich zu den Items. Man kann jetzt auch grinden, Tony Hawk lässt grüßen. Man kann einen Wandsprung machen, das hat auch verrückter. Also das Gameplay schaut schon mal noch verrückter und fetziger aus, als es bis jetzt schon war. Es sind viel mehr der Fahrer und Fahrerinnen. 24, oder? Ja, also es ist
24 Fahrer. Deutlich größeres Feld, glaube ich. Was waren es im Alten? 12? 2 für was. Also du hast 2 Fahrer pro Rennen gehabt, genau. Mhm. Dann hast du, wie wir schon gesagt haben, du hast halt eine riesige Open World, jetzt, die du frei erkunden kannst, wenn du möchtest. Die kannst du auch mit Kumpels miteinander online oder auf der Couch erkunden. Du hast, glaube ich, deine normalen Cups noch als Rennen zum Fahren, aber du hast jetzt auch so Rennen quer über die Map praktisch drüber. Da ist dann mit so Checkpoints und ich glaube, es hat geheißen, wenn du zum Beispiel an Checkpoint 16 kommst und bist aber 17., dann scheidest aus, dann hast du verloren. Also du musst, okay, Simba, okay, ruhig. Du scheidest schon nicht aus, Simba. Also mit diesen Checkpoints, da fährst du dann nicht Runden, sondern du fährst ein langes Rennen, Le Mans lässt grüßen und musst halt immer besser platziert sein als der Checkpoint, den du da gerade passiert hast. Grafisch hat es auch gut ausgeschaut, also das hat zumindest jetzt in dieser Präsentation, die wahrscheinlich ein bisschen gedopt worden ist, aber sehr flüssig ist sie gelaufen. Außer wenn du dann das Online-Video von deinem Spätzle oder so hochschaltest, da hast du schon gemerkt, dass das natürlich auch wahrscheinlich von der Internetübertragung abhängig wird, wie gut das läuft. Aber das Spiel selber fand ich, schaut cool aus und die Ideen sind sehr cool. Man hat jetzt auch Boote, also man kann jetzt wahrscheinlich Jetskis. auch mit Jetskis über Wasser fahren, nicht gerade unter Wasser, man fliegt nach wie vor, aber es hat jetzt auch eher nach Flugzeug ausgeschaut und ich glaube, man hat kein Schwebeding nicht gehabt, gell, sondern die haben Flügel gekriegt, die Fahrzeuge. Ja, es sind auch direkt die Flugzeuge auf die Beutel drauf. Also es kann schon ein bisschen mehr da werden, wie nur ein bisschen gleiten. Jo, also es schaut auf alle Fälle aus, als hätte man wirklich einen Weg gefunden, weil ich hab mir die ganze Zeit gefragt, wie sollen sie Mario Kart 8 noch toppen. Schaut für mich persönlich jetzt erst einmal danach aus, als hätten sie schon eine Möglichkeit gefunden, ein anderes Spielerlebnis da wirklich draus zu machen. Ja, ich bin jetzt einer, also letztes Mal haben wir gedacht, oh Gott. Aber jetzt schaut es zumindest noch ein bisschen was aus. Ja, genau. Ich bin vor allem auf diese Open-World-Erkundung gespannt, was da dann, die Welt wird ja wahrscheinlich auch voll geschissen sein mit Zeug, das man finden und wahrscheinlich dann auch vielleicht sammeln kann. Gut, wahrscheinlich wirst du halt, viel Münzen und so Zeug sammeln können, um irgendwelche Teile dann zum kriegen. Also Teile für die Autos, nicht so Wie in der echten Welt halt. Ja, auf alle. Musst auch am Bahnhof schauen, um Münzen betteln, damit du dann sofort Teile ballern kannst. Klassischer Samstag. Das war aber so von Nintendo-Seiten das größte Highlight in meinen Augen. Nee, echt? Findest du nicht, dass der Donkey Ach, na, Kong stimmt. Bonanza Ich vergiss schon wieder so viel viel. cooler war? Donkey Kong Bonanza, yeah. Nach über 20 Jahren endlich wieder ein 3D-Plattformer mit dem Donkey Kong. Wie geil ist denn das? Erstens ist der Name schon geil. Und Donkey Kong 64 war ja damals auch ein sehr, sehr hochgelobtes Spiel. Und bisher sind wir da auf dem Trocknen gesessen und ich freue mich tierisch drauf, dass wir endlich ein nice 3D-Donkey Kong kriegen. Er hat ein bisschen einen Look, der Donkey Kong. Ja. Er tragt da teilweise wechselt Hosen. seinen Look auch, gell? Ja, ich meine aber auch die Augen zum Beispiel. Ja, die Augen, ja. Also, das, genau, aber Optik ist auch, er zieht sich einmal um oder aus. Er schaut ein bisschen freundlicher aus, gell? Irgendwie. Ja, schon. Die Augenpartie und so weiter. Das ist ein Hat ein wenig was von dem 80er Jahre Donkey Kong. Da glaube ich, war die Augenpartie auch eher so, wie sie jetzt in dem 3D-Spiel ist. Ich habe jetzt erst gemeint, wie er da aus dem Schatten rausgekommen ist, dass das ein Diddy Kong-Spiel wird. Habe ich auch gemeint, ja. Kappe aufgehabt hat und alles, gell? Aber vielleicht war das am Anfang der Diddy Kong, der da gegangen ist. Aber das war auf der Krawatten war dann, die war dann schon rot. Die hatte der Diddy Kong nicht normal, oder? Diddy Kong hat keine Krawatten, ne? Weiß jetzt nicht, wir müssen noch mal reinschauen. Aber wahrscheinlich wirst du einen Diddy Kong auch finden in dem Spiel. Wenn es eine große 3D-World wird, dann wirst du wahrscheinlich die ganzen Figuren da drinnen noch finden. Aber dieses Jahr Donkey Kong 3D-Plattformer, geil. Das ist wenigstens zum Schluss noch eine richtig geile Ankündigung gewesen. Ja. Und er hat ein ziemlich geiles Feature eigentlich, was man gleich gefunden hat. Du kannst quasi alles kaputt machen. Genau. Du kannst du durch die ganze Erde durchboxen und kannst alles irgendwie zerstören. Das hat schon irgendwie geil ausgeschaut. Weil so jetzt die Welt an sich hat jetzt in ein paar Abschnitte jetzt nicht so spannend ausgeschaut, aber dadurch, dass du halt alles jetzt zerdeppern kannst, glaube ich, da war irgendwie bei der Präsentation das Hauptaugenmerk war ja so auf dieser Zerstörungsmechanik drauf, gell? Weil die Welt war jetzt halt wirklich noch nicht so besonders. Der hat ein bisschen trostlos ausgeschaut, teilweise so la. Aber dann hat er wieder rumgehauen und dann ist er durch die Luft geflogen. Du hast ja nicht für die Gegner nichts gesehen. Ist es ja technisch, wenn du so verschiedene Level hast, wo du zum Beispiel viel zerstören musst, wird das wahrscheinlich technisch ein Problem sein, wenn das sehr detailliert ist oder so. Ja, freilich. Vielleicht haben sie deswegen da das ein bisschen geschiftet, weil später hat man dann wieder ein Level gesehen, das war so dschungelartig, einmal sogar Side-Scroller-Elemente wie beim Alten.
Also wird schon abwechslungsreich sein. Da bin ich ja, gehe ja auch davon aus, dass sie sich da nicht lumpen lassen, weil Donkey Kong also ein Name ist, der muss für Qualität stehen. Mhm. Und ist er bis jetzt, oder ja, ich glaube, bisher hat es immer Qualität gehabt, wo Donkey Kong drauf gestanden ist. Also früher Super Nintendo und Nintendo 64 und so weiter war er immer System Seller. Ja, auch die Donkey Kong Countries auf der Wii, Wii U und dann beide Remaster auf der Switch. Unglaublich gute Spiele, brutal schwer teilweise, also richtig, richtig geil. On point vor der Steuerung, also da bin ich gespannt. Ist aber ein anderer Entwickler, oder? Also wer hat das entwickelt jetzt, das Donkey Kong? Hast du das zufällig gesehen? Oh, früher war das Rare, aber die hat Ja, Microsoft irgendwann aufgekauft worden. Das ist, weiß nicht, wer das jetzt macht. weil die letzten zwei Sidescroller, da war es jetzt ein Entwickler auch nicht mehr auswendig. Aber gut, sei es drum. Was haben sie noch können? Wir sind einmal kurz hat es mir eine Hosenzeit aufgestellt, weil ich mir gedacht habe, Wolleck, jetzt kriegen wir doch noch ein nice Zelda. Und dann siehst du die Sona, oder wie haben sie Sona, oder haben sie geheißen? Und dann siehst du so diese Zeichnungen, die es bei Tears of the Kingdom und so weiter auch gesehen hast. Denk mir, geil. Und dann fällt mir kurz ein, heute mal, das war ja mit anderen Herstellern. Und dann sehe ich schon das erste Game und so, leck mich doch am Arsch. Das ist gerade wieder so ein scheiß Warriors-Teil, den braucht kein Mensch nicht. Verpisst euch. Warriors, Chronik der Versiegelung. Ja, leck mich, Chronik der Versiegelung. Soll ja irgendwie soll jetzt schon eine Story mit drinnen haben und auch ein bisschen die Vorgeschichte dann, glaube ich, von Tears of the Kingdom verzeihen, so wie das andere Hyrule Warriors damals die Vorgeschichte, glaube ich, von Breath of the Wild verzeiht hat, aber mich interessiert dieses Gameplay überhaupt nicht. Ja, da steht die Vergangenheit Hyrules, die zu den Ereignissen von Tears of the Kingdom führt, quasi. Kommt aber erst im Winter, gell? Ist kein Starttitel. Ist mir scheißegal, wann das kommt, das soll abhauen. Braucht kein Mensch nicht. Genauso wie kein Mensch Kirby Air Ride braucht. Nee, ich hab mir gedacht, da freust du dich. Ja, ich habe das auf dem Gamecube nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie spaßig das der Racer ist, aber ich denke mal, halt, wenn ich jetzt zum Start schon Mario Kart World kriege, wer möchte denn dann nur einen zweiten Spaß-Racer da haben? Wer braucht den? Kommt auch nicht zum Launch, es kommt irgendwann im Jahr. Also ja, aber es ist halt trotzdem noch. Mit Mario Kart World wirst du wahrscheinlich Monate beschäftigt sein, wenn du das irgendwie komplettieren möchtest und perfektionieren möchtest. Und wie gesagt, wir gelangen auf Kirby Air Ride hier. Also es muss schon. Gut, ich darf jetzt noch nicht 2000 Fenster lernen, da muss ich schon noch mehr singen dazu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie auch nur annähernd konkurrenzfähig sein wird zu Mario Kart und dementsprechend auch nicht interessant dann. Na, das hätten sie einfach sparen können, glaube ich. Ja, wollten sie halt wahrscheinlich einfach wieder irgendeinen neuen Titel nominal beleben. Ja, aber den. Ja, das habt ihr mit Kirby das vergessene Launcher, das klang doch. Oder jetzt lieber Diddy Kong Racing wieder belebt. Das glaube ich war spaßiger auf Nintendo 64. Das war, glaube ich, ein richtiger Konkurrent damals zu Mario Kart. Aber das ist noch näher dran. Ja, das stimmt auch wieder. Beim Kirby ist man zumindest in der Luft nur unterwegs, glaube ich, oder? Soweit ich das gesehen habe. Naja, mal gucken, was das wird. Meins wird es nicht sein. Nein, meins auch nicht. Die Welcome Tour haben wir davor schon gesprochen, das ist dann noch Switch-exklusiv, also Switch 2 exklusiv, wo man dann quasi in das Gerät spaziert. Schaut furchtbar das aus. Brauchst du unbedingt, ja. Hoffe, dass das einfach nichts kostet. Aber es steht im E-Shop erhältlich sein, also kostet wahrscheinlich was. Stell dir mal vor, die hatten da viel Geld verlangen. Dass du dein eigenes Switch 2 und einer, wenn dafür Geld ausgibt, dann schlag ihn. Das ist jetzt eine Ankündigung. Nehmt es ernst. Ihr habt es aber schon ein paar Mal gehört, es gibt diese Mausunterstützung für die Joy-Cons, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, und da hat sich Nintendo natürlich auch nicht nehmen lassen, dass da ein extra Spiel dafür machen. Das Ganze heißt Drag and Drive oder Drag X Drive oder keine Ahnung. Drag Drive. Drag Drive. Oh, Drag Drive. Drag Drive. Das ist ein 3 gegen 3 Online-Spiel. Und naja, also ihr müsst da Rollstuhl fahren und Körbe werfen. Und das so steuern halt dann auch, weil du fährst einen Rollstuhl. Sie haben tatsächlich ein Rollstuhlsportspiel ausgebracht. Das ist das erste, was ihnen eingefallen ist, wie sie gemerkt haben, hey, wir haben jetzt Maus-Controller. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Alle Rollstuhlfahrer freuen sich sicher, dass sie endlich in einem Spiel ordentlich repräsentiert werden. Glaubst du, dass sie sich da wirklich freuen, dass sie jetzt ich weiß es nicht, in der Konsole sehen, wo es im realen Leben nicht können?
Ich Fahren glaube rum, nicht. da können sie doch im realen Leben können sie doch auch Basketball spielen und so weiter. Gibt's ja auch. Ja, aber halt, also Das schaut aus wie Rocket weiß League nicht. mit Rollstuhlfahrer. Ich finde es ganz extrem seltsam. Das ist eine ganz komische Idee, ich weiß nicht. Ich weiß Bin nicht. ich, Müssen bin, andere ich, Leute entscheiden. bin ich gespannt, damit habe ich auch nicht gerechnet mit so einem Spiel. Das ist wirklich so. Also, Muss ich mir halt dann, aber wenn ich dann mal auf die spielerische Seite schaue, dann frage ich mich, so, wie viel Spaß kann das machen, wenn ich die ganze Zeit das so steuern muss? ja, da Und dann stellen muss sie ich mir ja so viele Fragen bei zeitgleich dem auch Spiel. noch irgendwie dann weil das eine Danken war, haben sie dann noch mal gesagt, dass sie das ja eigentlich so gemacht haben. Das ist wahrscheinlich da mit dem, das hat ja so ein Gyroskop auch noch drin, oder? Ja, ja. Der Joy-Con, Aber ich meine, ja. dann fahre ich wirklich die ganze Zeit so und mache dann nur so, wie mache ich dann die Pässe und was weiß ich. Also ich frage mich da wirklich, wie wird da die Steuerung umgesetzt? Das ist ein riesengroßes Ja. Fragezeichen für mich. Und das ist jetzt Rollstuhlfahrer sagen, keine Ahnung, also ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das als repräsentativ vielleicht auch wahrgenommen wird. Ja, wie Ähm, gesagt, das kann sein. Das müssen andere Leute. Ich frage mich, wann die entscheiden. ersten Anti-Vogler auf die Barrikaden gängen, weil man einen Rollstuhlfahrer spielen muss. Ja, das wäre so die Folge-Spur eigentlich. Eigentlich schon, ja. Jetzt stell dir Da mal gibt es vor, dass überhaupt kein normaler mehr. das gibt's ja nicht und der ist sicher nur schwarz. Und wehe, der ist homosexuell, ich raste aus. Das war so geil, wenn eine Story drinnen war und am Schluss Das war da super. irgendwie so eine Romanze reingeschmissen wird. Das war richtig gut. Eine Romanze zwischen zwei Rollstuhlfahrern, zwischen zwei männlichen Rollstuhlfahrern, aber einer identifiziert sich als Frau. Und sie dürfen natürlich beide nicht weiß sein, so damit halt irgend so Anti-Vogler, die lesen das und kriegen sofort einen Schlaganfall und fallen sofort da rum. Und schon ist wieder besser, ne? Das war War super. Also, danke Nintendo. Ich kaufe alle eure Exemplare. Wenn es das schafft, dass die ganzen Anti-Vogue-Fotzen einfach da rumfallen, dann kaufe ich euch alle Exemplare von dem Spiel ab. Ja, aber wie gesagt, also da ist das größte Fragezeichen für mich die Steuerung. Ja, auf jeden Fall. Es hat doch kein Mensch Lust, dass er die ganze Zeit so steuert. Das ist, ja. Also Da kann ich ein holländisches Ruderboot fahren. Ja, es gibt Möglichkeiten. Das hast jetzt du die letzten Wochen mit dem Mike und mit dem Korbi gemacht. Deswegen warst du im Kassettenschmerz nicht dabei. Das habe ich ja noch schon verzeiht, die Leute. Okay. Dann wird das schon so gewesen sein. Tatsache war. Dann verliert er meine raue Stimme, weil es ein bisschen abgenutzt ist. Ja. Im Halsbereich. Wobei es eigentlich gut geschmiert worden war, hätte ich gemeint. Was haben wir denn noch gehabt? Wir haben noch eine fette Ankündigung. Und zwar aus dem Nichts hat From Software, die Macher von Dark Souls und Elden Ring, ein Switch 2 exklusives Spiel angekündigt. Und zwar The Duskbloods. Ich habe mir zuerst gedacht, war geil, ein nice Castlevania. Habe ich auch zuerst kurz ein wenig spekuliert, ob das, also zumindest da, wo die Hände dann so genommen wird und dann irgendwie ohne gehalten, oder? Am Mund. Naja, da war irgendwas. Da war irgendwie so komische, da habe ich gedacht, okay, Vampir-Set, was machen Sachen? Also man kann jetzt nicht wirklich was dazu sagen, was es wird. Also, was ich dann noch herausgefunden habe, das ist ein Multiplayer-Spiel auf alle Fälle. Wie das genau umgesetzt wird, keine Ahnung. Wir haben ja jetzt auch gerade erst Elden Ring Night Train klopft ja schon quasi an. Das ist auch ein Multiplayer ist, was auch aus dem Nichts gekommen ist. Müssen wir mal schauen. Es wird am 4. April auf alle Fälle Interviewreihe mit dem Hidetaka Miyazaki, das ist der Chef von From Software, losgehen. Da werden dann mehrere Sachen erklärt. Müssen wir dann mal gucken. Ausschauen tut's cool. Schaut jetzt nicht super modern aus, aber das ist bei den From Software Spielen ganz normal. Da ist immer eher so das Art Design, das auslaufen. Der geile riesige Glubschaugenfrosch mit Titten oder was, was das war. Ja, gut ausgeschaut. Es gibt ein paar geile Sachen. Also, Wild, servus, grüß dich Gott. Bin auf alle Fälle gespannt. Ja, das hat mich auch sehr überrascht, vor allem, dass es ein Switch 2 exklusiv wird. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass gerade From Software dann einen Switch 2 Exklusivtitel die haben ja eher so ein bisschen mit Sony verbandelt. Ja, also genau. Wenn dann eher so in die Richtung, aber ja, krass. Ja, auf alle Fälle. Gern, her damit. Her damit. Da sage ich nicht nein. Dann haben wir ja vorher schon mal kurz erwähnt, Metroid Prime 4 wird auch für die Switch 2 erscheinen, aber das war ja ziemlich klar, dass das so ist. Wer das nicht vorher gewusst hat, der ist direkt einen Starttermin. Das Metroid Prime 4? Winter. Das kann sein, ja. Ja, erscheint im Winter. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe die ersten 3 Teile geliebt. Ach, stopp, das habe ich jetzt einfach erfunden. Ich wurde nur in der Zeile verrutscht. Erscheint 2025. Also dann im Winter. Termin.
Lügenbaron. So. Gut, gestern habe ich es erst wieder gesagt im Kassettenschmerz. Ich habe zwar eigentlich nur auf den Kassettenschmerz bezogen gehabt, dass wir das verlogenste Newsformat überhaupt sind und das auch nur, wenn der Corby dabei ist, aber scheinbar liegen wir jetzt auch im Talkthrough, wenn der Sepp wieder dabei ist. Ja, ist ja, irgendwo muss man ja lernen. Ja, klar, irgendwo muss man liegen. Was cool ist, was ich geil finde, jetzt gehen wir langsam auf die Dritthersteller rüber switchen, oder? Ja. Split Fiction kommt auch für die Switch 2 raus. Das freut mich, dass das auch ziemlich schnell umgesetzt wird, weil Und das muss ja zwar wieder überragend sein. Launchtag, ja? Das ist ein Launch-Titel quasi. Sehr schön, sehr schön. Und ich möchte endlich ein pupsendes Schwein sein. Also heute in der Gaming-Welt, nicht gerade Ja. in echt. Okay. Was waren für dich so ein Titel, wo du sagst, ja geil, finde ich cool, dass der auf Switch 2 kommt? Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir persönlich alles scheißegal, weil ich das alles schon gespielt habe oder nicht spielen möchte. Also, ich haut mir jetzt nicht vom Hocker. Es war aber auch von vornherein klar, dass mir das wirklich scheißegal ist, welche 5 Jahre in Spiele jetzt auch auf der Switch 2 kommen. Aber für Leute, die jetzt einfach 5 Jahre bockt haben und gesagt haben, ich spiele nichts, was nicht auf der Switch kommt, haben schon ein paar coole Titel dabei. Ja, so geht es mir fast genauso wie dir, muss ich sagen, weil ja, Hades 2 soll zwar super sein, aber das Hybrid Cyberpunk Ja. 77, die Ultimate Edition. Da muss ich auch sagen, das ist halt, das Spiel ist halt so eine Grafikwucht, da wird auch Switch 2 nicht gelangen, dass das halt voller Pracht genießt. Also von dem her hast du halt wieder eine abgespeckte Version vom Spiel, das du halt schon tausendmal auf YouTube in einem wahnsinnig geiler Grafik gesehen hast, dann wirst du das halt nicht erleben können. Also, weiß ich nicht. Das Final Fantasy VII Remake Integrate, okay, es hat einen zusätzlichen Handlungsbogen, aber ja, ist halt auch schon was weiß ich wie viele Jahre alt. Street Fighter 6, ja okay, wenn ich das so noch nicht gespielt habe und Ja, das ist ein Spiel, das muss auf einer Nintendo-Konsole rauskommen. Street Fighter ist immer schon ein geiles Nintendo-Spiel gewesen. Sid Meier's Civilization haben wir schon gesagt, interessiert keinen. Hogwarts Legacy kommt da jetzt auch noch aus. Das war aber auf der normalen Switch, glaube ich, auch schon, oder? Ja, das war schon raus. Ja. Also, was mich überrascht hat, war Borderlands 4, dass das auch direkt für Switch 2 mit rauskommt. Ja. Das finde ich ja ziemlich gut, dass Nintendo den Weg weitergeht und mit den Drittherstellern da auch weiterarbeitet. Weil das haben sie mal zum Beispiel bei der Wii U war das ziemlich eingeschlafen, das Thema da, oder so gut wie keiner mehr für Nintendo mitentwickelt. Ja, und das muss man jetzt, wo du einigermaßen leistungsfähige Konsole hast, kannst du nicht sagen, das ist mir jetzt wurscht, weil das ist eigentlich jetzt, es ist jetzt, auch wenn sie jetzt das mit der Maussteuerung und alles haben, es ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass die jetzt 4K kann und Herz unterstützen und so weiter. Und dann brauchst du auch Spiele, die das auch bringen. Aber das haben sie ja Gott sei Dank auf der Switch auch schon gemerkt und kennt und gemacht. Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 kommt auch für die Switch raus. Yakuza Zero Director's Cut und Elden Ring Tarnished Edition. Ja. Was ist da mit drin am Basisspiel und die Erweiterung? Okay. Genau, das ist neue Waffengestaltung, okay. Was mich selber noch interessiert, weil das wollte ich schon lange mal spielen, ist dann Hitman World of Assassination, die Signature Edition. Das sind ja praktisch alle 3 Hitman-Teile, die letzten 3, die rausgekommen sind, oder? Das ist quasi, das ist ein Hitman 1, 2, 3 und das ist quasi ein großer Hub, wo du von verschiedenen Missionen spielen kannst, wenn du möchtest. Oder kannst du das auch stringent nacheinander spielen, aber du kannst da in die verschiedenen Welten eingehen. Wegen dem war ich jetzt in Barcelona übrigens, weil da haben wir die VR-Edition für PlayStation VR 2 gezeigt, die jetzt letzte Woche rausgekommen ist. Da habe ich das ein bisschen gesehen. Das ist ein cooles Spiel, das ist so eine riesengroße Sandbox, wo du die Missionen im Endeffekt so lösen kannst, wie du möchtest. Also du hast halt ungefähr, du kannst halt quasi Mission vorgeben, du musst das und das musst schaffen. Wie du das dann erledigst, ist größtenteils dir überlassen. Da hast du halt echt viele Möglichkeiten. Also ich glaube, vor allem der dritte Teil ist eigentlich schon ganz geil. Ich glaube, ich habe nicht 1 Hitman für 3er ist das, glaube ich, noch rausgekommen, für PlayStation 3 sogar, kann es sein. Das ist schon, ich glaube 2016 oder so. Ja, und das glaube ich, habe ich nämlich noch im Regal stehen, aber nie gespielt und das 2er, glaube ich, habe ich irgendwo in einer Bibliothek drinnen. Ich habe das allererste damals gespielt gehabt, also den urersten Teil, weil das ist schon die zweite Trilogie. PlayStation 2 dann, oder? Ja, das war 2000 müsste das gewesen sein. Also das ist schon uralt. Das hat der Hitman Codename 47, glaube ich, geheißen. Ich habe es damals am PC gespielt. Das war geil, weil das war was völlig Neues, dass du da so rumlaufen kannst und Leute umbringen kannst. So mehr das war super, das habe ich auch mitgespielt, ja. Und die haben es natürlich dann verfeinert, das Spielprinzip. Also das ist ein cooles Doch. Ja, auf das habe ich Bock, das werde ich mir auf alle Fälle holen. Was ich auch cool fand, die Ankündigung von Project 007, ein neues James Bond-Spiel und vielleicht dürfen wir hoffen auf eine Qualität von GoldenEye.
Mindestens. Das war halt schon wieder mal cool, gell? Nein, war Ja. super damals. Star Aber Wars da gibt's Outlaws. Ich glaube, da Entschuldigung. gibt es ja quasi zero Infos bis jetzt. Das ist einfach Ja, nur genau. der Projektname. Genau, Also, war nur diese Ankündigung, das dass es in der Mache ist. Ja. Genau, dann haben wir gerade gesagt, Star Wars Outlaws, da ich mir auf alle Fälle holen, war ein super Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Hollow Knight Silksong, das Spiel, das schon seit was weiß ich, wie viele Jahren oder Monaten oder sonst was erscheinen sollte, aber immer noch nicht da ist. Auch für die Switch 2 angekündigt. Mal gucken, ob wir es diesmal kriegen oder wann wir es endlich kriegen. Ansonsten waren nur ein paar zusammengefasste, schnell außerkaure Dinge. Es waren dann Starseeker, Daemon Ex Machina, Titanic, Sion, Deltarune, Survival Kids, Fortnite, Enter the Gungeon 2, Bravely Default, Flying Fairy HD Remaster. Das hätte man zuerst, da wollte ich nur sagen, genau, da haben wir gedacht, hey, cool, das ist ja wieder irgendwie so ein altes JRPG und die Dinger, die spiele ich ja dann gern, aber da gefällt mir die Optik überhaupt nicht. Ja, das haben wir auch. Das ist irgendwie meh. Das ist ja voll, also das schaut ja wirklich aus, als wäre es für Kleinkinder gemacht. Ja. Ich mag ja den Chibi-Look eigentlich, der kann ja wirklich schön sein, wie zum Beispiel bei Link's Awakening oder Echoes of Wisdom. Das finde ich so ein schöner Chibi-Look, aber das hat halt einfach wirklich ausgeschaut wie ein Kinderspiel, aber naja. Madden NFL, EA Sports FC, NBA 2K und jetzt für den Seppi ganz wichtig, WWE 2K. Beste. Endlich catchen. Ich habe catchen. zwar schon, aber kaufen wir nochmal auf der Switch 2 dann. Ja, her damit, Kreisel. 90 Euro, nehmt sie. Hui. Das waren eigentlich alle Ankündigungen, die Switch 2, die Direct hergeben hat. Jetzt kann man mal so auf ein kleines Fazit kommen. Seppi, Triple Threat gab's Titten. Alter, Triple Threat bei der Nintendo Direct, okay. Also, dann halt nicht. Seppi, was sagst du, was ist denn dein Fazit von der Nintendo Direct? Oder hast du noch irgendwas zu der Konsole und zu den Spielen selber zum Sagen? Also ich bin nach wie vor, also ich habe es bei der letzten Ankündigung, hat man ja schon ein bisschen so, es war ja schon viel mehr oder weniger bekannt vorher und man hat ja viel gemunkelt und dann hat man so ein bisschen gesehen und alles und da war ja sehr, sehr unterwältigt. Hat man, also weiß ich nicht, meine Welt braucht keine bessere Switch. Das ist jetzt für mich persönlich nicht viel besser geworden. Also mir interessiert die Konsole nach wie vor nicht. Also für mich bietet es keinen Vorteil, weil ich habe halt alles schon. Maussteuerung, was ist mit dir? Ich habe einen PC, ich habe Playstation, ich habe alles da. Also die kann mir jetzt nicht wirklich was geben, was ich unbedingt brauche. Und das kann es aber erst dann, wenn es in den nächsten Monaten vor Release vielleicht einmal ein neues Zelda oder so ankündigen oder ein neues Mario oder was, wo ich halt wirklich, da geht es dann wirklich über die Spiele, weil das Gerät an sich bietet mir jetzt nichts, was ich brauche. Also weder die Kack-Maus-Steuerung noch den Online-Gaming-Modus, weil das habe ich auf anderen Sachen auch und vielleicht für mich besser oder anders oder kann es besser modifizieren für meine Bedürfnisse, was weiß ich. Das ist alles nichts, was mir die Konsole verkauft. Also können es nur über die Spiele kommen und das können es dann auch nur mit Original Nintendo-Marken. Alles andere, ja, lust mir eigentlich eher kalt, muss ich sagen. Die Zielgruppe ist für mich auch noch nicht so ganz klar definiert. Was mit der Maussteuerung, wenn es da ansprechen wollen, weiß ich nicht. Mäuse. Mäuse wahrscheinlich. Katzen. Irgend sowas mit Haar. Ja, irgendwas Haariges. Was sagst du? Ein Mike. Was sag ich? Ja, ich bin hin und her gerissen als Nintendo-Fanboy. Also ich muss sagen, die Konsole selber, die unterwältigt mich komplett. Das ist, hat für mich auch absolut nichts, das mich begeistert, in keinster Weise. Und bin da eigentlich, also ich werde es mir definitiv kaufen, weil ich alle Nintendo-Konsolen bisher gekauft habe. Also ich bleib mir da treu. Und also ich weiß halt, spend's weiter fleißig, dass das auch realisierbar werden kann. Und ich weiß halt auch, dass natürlich die Titel, die du vorher gesagt hast, noch kommen werden und allein wegen denen brauche ich es halt dann, weil diese hauseigenen Marken spielen mich. Aber das ist auch für mich das Einzige, mit dem ich die Konsole hinter der Eckenvierer bringen kann, weil die Konsole selber ist mir vollkommen wurscht. Das ist, für mich ist es nach wie vor einfach nur eine verbesserte Switch. Das ist für mich eine Switch Pro und sonst nichts. Genau, das trifft es sehr gut. Sauteuer nicht.
Saudeine Switch Pro, genau. Sie kennen mich ja mit mit dem Mario Kart World haben sie mir und mit dem Donkey Kong haben sie auf alle Fälle schon mal einen Stollenbredel bei mir. Und auch mit Metroid Prime 4 sowieso. Das habe ich aber schon gewusst, dass das für Switch 2 kommt. Das war ja klar. Aber jetzt brauche ich halt dann auch noch die nächsten richtigen Brecher, die hören mich wie Nice Mario 3D Jump Run und eben entweder ein richtiges Zelda Remake vor dem alten Spiel, ein richtiges Remake. Wir hätten halt auch noch geile Gameboy-Titel, die man remaken kann und geil aufzicken kann, wie die Oracle of Seasons und Ages zum Beispiel. Oder halt dann so etwas wie Twilight Princess, Majora's Mask oder Ocarina of Time richtig geremaked und nicht gerade irgendein HD-Remaster-Scheiße, sondern ein richtiges Remake mit so etwas kann es dann bei mir noch trumpfen. Fuchse, Servus, da kommst du schon zum Schlusswort, das ist schön. Aber ja, kurz gesagt, zusammengefasst, die Konsole ist mir scheißegal. Die Spiele sind, was für mich der Kaufgrund sein werden. Ja, vor allem halt, muss man auch dazu sagen, die Nintendo-Marken und nicht die anderen, weil die. Ja, die Dritthersteller, die kaufen wir aus. War bei der Switch ist es schon so gewesen, dass ich mir die Seiten für Switch geholt habe, wenn es das Alternativ für PlayStation 4 oder 5 gegeben hat. Das waren höchstens kleinere Sachen, wie zum Beispiel Little Nightmares. Da dachte ich, das ist. Was wirklich egal ist. So kleine Dinge habe ich mir dann für Switch geholt, aber wo ich halt dann wirklich eine Grafik braucht oder so, ob es singen möchte, habe ich es mir dann doch für PlayStation oder für PlayStation geholt. Wie zum Beispiel jetzt Star Wars Outlaws, da ich mir niemals für Switch 2 kaufen, wenn ich es für PlayStation 5 haben kann. Ja. Hogwarts Legacy ist das gleiche, da ich wahrscheinlich da ich mir auch lieber für PlayStation kaufen. Ich habe auch noch, was mir noch sehr abschreckt, ist der Preis, weil du hast diese 470 €. Ich bereich halt auf alle Fälle noch einen Pro-Controller dazu, der wird wahrscheinlich auch nochmal 100 € kosten. Ja, ich hoffe mal, dass der Edition gibt, wo der dabei ist. Hat es das vorher gegeben bei der ersten? Ja, ich glaube bei meinem, ich habe es da noch vorgeschmissen gehabt. Aber nicht zum Launch, oder? Nein, da war auch keiner dabei. Habe mir den Pro-Controller extra gekauft. Dreckschweine. Dann bist du bei 569 €. Jetzt, wenn du die neuen Features mitnehmen möchtest, brauchst du die Kamera. Die lassen das mit Sicherheit auch zahlen. Die kostet bestimmt mindestens 60 €. Klaro. Dann bist und dann du hast du bei kein Spiel. 560 €, dann hast du kein Spiel. Außer du hast die Mario Kart Edition gehabt. Wenn nicht, dann musst du nochmal 90 € löhnen für den Donkey Kong. Ja, Kruzifix. Da können wir aber PlayStation 5 Pro kaufen, schon langsam, ja? Also, ja. Ja, aber ohne Spiel, gell? Und ohne Laufwerk. Ja, also aber ich habe ja eine digitale Bibliothek von PlayStation. Lassen wir die Kirche im Dorf, gell? Hier. Nein, das ist schon, also der Preis ist schon happig. Das ist eins, was mich noch sehr abschreckt. Mal gucken, ob die gleich zum Launch daheim steht. Ja, also wenn die nicht voll das geile Mario jetzt dann ankündigen und mein Lieblings-Mario ist Mario Brothers Wonderland. Also wenn es Mario Brothers Wonderland 2 ankündigen, dann brauchen wir es. Also sie brauchen auf alle Fälle ein fettes Mario-Spiel, das geht gar nicht ohne. Ja. Und ein fettes Zelda war wünschenswert, aber das glaube ich noch nicht so recht. Ja, nicht, die wollen jetzt erst mit Leuten mit den Switch 2 Editions von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom abspeisen. Ich glaube, dass vielleicht dann, wann werden sie OLED Edition kommen, in 2 Jahren? Oder wann ist denn das letzte Mal gewesen? Das ist noch später gewesen, gell? Da ist 5 Jahre, das ist da, glaube ich. Ja, das glaube ich, können sie jetzt nicht mehr machen so lang. Dann werden sie, sagen wir mal, in 3 Jahren oder sowas. Aber das ist wieder zu spät für ein neues Zelda. Ich weiß nicht. Also eigentlich müsste spätestens nächstes Jahr Zelda kommen. Eigentlich sollte da was kommen, ja, mit einer neuen Konsole. Was Gescheites. Also, ja, ich glaube nicht, dass das ein großer Launch-Erfolg wird, ehrlich gesagt. Ja, da bin ich auch noch skeptisch. Aber sie haben ja nur ein bisschen Zeit bis zum Juni, dass sie vielleicht noch den einen oder anderen großen Titel mit ankündigen. Ich würde es mir wünschen, weil jetzt ist es für mich auch noch keine Konsole, die ich zum Launch haben muss. Dafür habe ich ja noch genug Spiele daheim auf der alten Switch, die ich noch nicht gespielt habe, als dass ich mir da gleich die nächste Switch holen muss. Und solange da, wie der Seppi schon gesagt hat, nicht mindestens ein neues Mario kommt, ich gehe aber eher vor einem neuen 3D-Mario aus, weil das letzte war Odyssey, das war 2017. Seitdem haben wir kein 3D-Mario mehr gekriegt. Solange so etwas nicht dabei ist, werde ich wahrscheinlich auch noch warten. Ja. Außer, wie gesagt, wir kriegen jetzt einen Haufen Spenden hier noch und Supersticker und einen Haufen Stadia-Abonnenten. Dann darf man es uns natürlich zum Launch kaufen. Wer ein Unboxing sehen möchte. Genau, da machen wir nämlich dann ein Talkthrough-Special Unboxing und eine Anspielrunde mit Mario Kart World. Also, es liegt im einen Geldball, was wir hier machen. Ab auf Steady, Abo machen, hier super Sticker einkaufen und spenden oder wie auch immer. Philipp möchte den Nintendogs.
Ja. Schau erstmal auf den DS, ob der noch lebt, ob er schon verhungert ist, bevor du ein neues Nintendo kriegst. Golden Sun war auch nicht schlecht. Da habe ich mal eins auf dem DS gespielt. Das glaube ich, bis heute noch nicht durchgespielt, obwohl es mir eigentlich Spaß gemacht hat. Kannte man meinen DS wieder auskruschen. Zeit wurde es. Ja, war schon wieder mit Zeit. Naja. Damit wir nicht komplett unserem Talkthrough-Stil brechen, kriegt es zumindest nur die Game Releases für den April von uns, oder Seppi? Oh ja, was haben wir denn da stehen? Kommt im April irgendwas Gescheites, außer dass unsere tollen, süßen Hörers gespielt haben, tun sollten. In welche unvollständige Liste schauen wir denn diesmal? Ich bin bei Presser Key, Gameblog Presser mal Key, anders. Dann schaue ich auf GameStar. Gameblog mal anders. Und da ist eigentlich nur Scheiße herinnen. Also wir haben auf alle Fälle für alle PC-Spieler schon mal einen fetten Release von der Last of Us Part 2 Remastered Edition gehabt. Schön, das steht in meiner Liste gar nicht drin. Das ist auf alle Fälle geil. Kaufer. Ach, Indiana Jones and the Great Circle kommt anscheinend zum April aus für PlayStation 5 und X. Kann ich da nur ans Herz legen. Ist ein Weltklasse-Spiel. Glaube, ja, das hätte ich auf der Liste. Da gibt es übrigens auch eine fette Special Edition mit dem riesigen Globus und so. Also kann man sich wieder ein neuer Staubfinger ins Zimmer einstellen. Und ich habe schon spekuliert damit, aber ich tue es nicht. Du es. Nein, ich habe jetzt erst 200 Euro für Tierarztrechnung zahlen müssen. Also da geht sie, die 200 Euro haben gesagt, irgendein nerdiger Scheiß, den du wirklich brauchst, aber gern heizt. Was cool sein kann, ist South of Midnight. Das ist so ein bisschen so eine Art modernes Märchen, so ganz einen coolen Artstyle, so ein bisschen New Orleans-mäßig, so Sümpfe und so. Schaut ziemlich cool aus. Gibt es aber nur für Xbox und PC, kommt am 8. Aber auf alle Fälle, wer einen Game Pass hat, der wird es drin sein, auf alle Fälle einspielen. Ansonsten, also ich sage jetzt wirklich nicht wirklich irgendwas Interessantes, was da noch rauskommt. Ich kann noch Mandragora Whispers of the Witch Tree empfehlen. Das habe ich auf der Gamescom auch gespielt. Das ist sehr cool. So Sidescroller, RPG. Das schaut sehr geil aus. Dann haben wir A Days Gone Remastered am 25. Das habe ich auch nie gespielt. Hast du das gespielt? Nein, ich meine, du hättest es gespielt. Hast du das nicht gespielt? Nein, ich habe es in der Bibliothek, aber ja, haben du jetzt auch. nicht gespielt. Ja. Ein Klassiker. So, da mag ich jetzt etwas schmusen, ja. Dann haben wir, was haben wir denn da sonst noch? Das, glaube ich, kommt nicht mehr recht viel. Nice Commandos kommt für alle Spieler. Hast du schon in Assassin's Creed Shadows eingespielt? Ja, 10 Stunden. Okay, da unterhalten wir uns dann im nächsten Talkthrough ausführlicher drüber, weil dann werde ich es dann mit dem Kumpel einmal ein bisschen angespielt haben, weil ich gesagt habe, ich möchte zumindest mal gesehen haben. Also ich kann schon mal so viel vorweg sagen, es hat sehr viele meiner Valhalla-Wunden geleckt. Mir gefällt das. Das habe ich nicht gewusst, dass ich das jemals nochmal sagen darf. Ich habe überwiegend auch Positives gehört zu dem Spiel. Ja, es ist tatsächlich, also wie gesagt, mir hat Valhalla auch am Anfang gefallen, aber und jetzt hast du jetzt 10 Stunden. Ja, aber ich muss, also das muss jetzt noch schnell loswerden, diese Spielwelt und diese Grafik, also ich spiele es auf meinem PC jetzt, ist unfassbar geil. Also ich habe noch nie so eine geile Welt gesehen. Also die ist so unfassbar realistisch. Also da wenn der Wind geht, das ist erstens mal ist das unglaublich dicht bewachsen alles. Das habe ich auch noch nie gesehen in der Open World. Dann wie der Wind geht, wie sie die Bäume bewegen, je nach Windstärken variiert das alles. Das ist so krass realistisch alles. Die Tiergeräusche, wenn du zum Beispiel irgendwo ein Tier hörst und gehst da hin, dann ist das da. Die sind nicht einfach so irgendwie eingespielt. Das Wasser bewegt sich krass. Also wenn du schwimmst, du druckst quasi das Wasser weg wie in echt. Das ist alles so geil. Also ich gehe die meiste Zeit eigentlich nur spazieren und schau mal, ob das Licht bricht und so. Es ist wunderschön. Also wirklich. Ja, grafisch schaut es brutal aus. Also ich habe ein paar Videos gesehen und habe mir gedacht, also grafisch holt er die Waldfee hier. Das ist echt krass. Das Licht, wie die mit dem Licht spielen und so weiter, unfassbar geil. Und so ist, was ich auch cool gefunden habe, was sehr überraschend war, wie die Story und so weiter erzählt wird. Die Kamera ist aus. Du hast tatsächlich stellenweise sogar so ein paar Kill Bill-Vibes drin. Also es ist echt geil. Echt? Das ist jetzt sehr gut, ja. Aber da schmerzt man dann nächstes Mal ausführlich drüber. Das täte ich auch sagen. Können wir jetzt nicht schon einen April hier wegspoilern. Exaktamente. Im April kann die dann nämlich, also im nächsten Talkthrough kann die dann vielleicht nämlich auch, oder was heißt werde ich
wahrscheinlich fertig sein. Ah, nee, wahrscheinlich Kruzifix. Warum machen wir denn immer lauter Verweichlicher rein? Was ist denn jetzt, Kamera? Was ist denn Katz? Werde ich dann fertig sein mit Ghost of Tsushima? Dann Und machen wir da eine geile Gegenüberstellung. ja, und noch ordentlich weiter sein mit Dragon Quest 3 oder ja, 3, 2 HD Remake. Also im nächsten Talkthrough werden wir einiges zu berichten haben. Ja, da warten wir los auf euch. Also, Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören heute und fürs Zuschauen. Danke an die braven Geldgeber. Leider war der Rest ein bisschen knickert, also müsst ihr nur ein bisschen in Geldbörleine hauen, damit wir da Switch 2 kaufen können. unbedingt. Ja. Schleunigst. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zum Kassettenschmerz. Es kommt nächste Woche auch wieder eine neue Folge. Echt? Ja. Cool. zumindest haben der Mike und ich haben gestern noch fleißig aufgenommen. Also sollte sie auch nächste Woche kommen. Was ist, Oskar? Jetzt geh wieder runter. Jetzt reißt mir gerade das ganze T-Shirt. Genau. Dann danke für alle, die dabei waren. Und bis nächste Woche. Wir potaten euch wieder. Seppi, Potato, Light, Potaten. Haters gonna hate, Potatoes gonna potate. Macht es gut. Auf Wiederschauen. Au revoir. Servus. Tschüss. So, beenden. Oskar, das wird hoffentlich hast du jetzt mein T-Shirt nicht zerrissen hinten, du Schwein. Mike hat es davor bei Hosenschutz rissen. Ja,